Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Ja, wir haben jetzt 16:23 Uhr und ich habe jetzt einmal bei mir im Zimmer hier das Licht angemacht, damit ich nicht vollkommen im Duschtere sitze. Da sieht es aus, als hätte man noch ein Erste-Hilfe-Spray. Kann aber meines Erachtens nach erstmal hier in die Inventarbox. Mehr als eins möchte ich gerade mit mir rumschleppen, aber wenn wir da Glück haben im Easy Mod, könnte es sein, dass die Inventarkiste miteinander verbunden sind und wir da immer wieder drauf zurückgreifen können, was natürlich ziemlich geil wäre. Okay, also da ist erstmal nichts mehr, ne? Das haben wir in der letzten Episode gemacht, vorgestern. Das heißt, heute können wir mit dem tollen Inventargegenstand Messer jetzt hier lang. So, dann kommen wir in den Bereich. Zwar hier in der Westflügel wahrscheinlich, ne? Büro Ostseite. Hier war noch ein Sicherungskasten, wo uns die Sicherungen fehlen, genau. Raum der Wache. Toiletten war mal auch bei der Dame-Toilette. Da kommen wir noch nicht durch. Die ist zugekettet und die ist zugekettet. Das war auch verschlossen. Und da geht es auch noch irgendwo hier, wo wir noch nicht wissen, wo hier. Okay. So. Dann wollen wir doch mal. Das müsste der Bereich sein, wo die Licker kommen. Ich weiß noch nicht, wie sehr ihr Resident Evil 2 schon gespielt habt, 1998. Holzbretter, mal 1. Nehmen wir erstmal mit. Ja, schleppen wir einfach mal Holzbrett rum. Robuste Bretter, mit denen man Fenster vernageln kann. Perfekt, um ungebetene Gäste auszusperren. Ist auch eine Erneuerung, die es hier gibt in Resident Evil 2 Remake. Grünes Kraut. Cool sieht's aus. Mit Topf sogar. Okay, hier stehen noch ein paar Infos, die ich allerdings leider nicht lesen kann. Das heißt, wenn jetzt hier so ein Zombie vor der rumwatschelt, vom Fenster rumwatschelt, können wir denn mit Holzbretter sozusagen aussperren. Dann kommen die nicht durch. Das ist eine ziemlich geile Erneuerung, wie ich finde. Ah ja, stimmt, das war das. Okay, ich vermute, wir brauchen hier unser Taschenlamp wieder, ne? Ja, Wagenladung Arschlöcher lässt Grüße. Bestimmt auch der Zombie bald. Und hier dürften allmählich auch Licker auftauchen. Wer damals schon Resident Evil 2 gespielt hat, weiß, wovor ich rede, beziehungsweise wer auch die erste Gameplay-Videos gesehen hat, der weiß auch, wovor ich spreche, wenn ich Licker sag. Okay. Und dem ist anscheinend noch ein Funkgerät. Gucken wir uns den mal an. Der sieht aber nicht gut aus. Bis zum Kiefer abgenagt. Ah, na. Wer ist da? Da hängt der Nächste. I geht. Und immer mal die Fenster im Ach behalten. Wenn wir das hier machen können, dann mache ich das auch hier. So, dann kommt nämlich hier kein Arsch durch. Trophäe erhalten in Kupfer, das sollte sie aufhalten. Entschuldigung, ich musste das einfach machen. Wie der Kopf einfach gespalten ist. Ich musste das aber einfach machen, Entschuldigung. Okay, hier haben wir es vernachelt. Das ist jetzt auch mit dem Symbol sichtbar. Da brauchen wir anscheinend einen dreiblättriger Kleeblattschlüssel. Ist das auch hier? Ja? Kreuztür. Okay. Ach. Ich wünschte, ich hätte, als ich heute das Spiel gekauft habe, dass die Collectors Edition dabei gehabt hätten. Weil in der Collectors Edition sind nämlich auch die ganzen Schlüssel mit drin in einer schönen Box. Da kommt bestimmt noch eine Reihe. Ich wünschte, ich hätte hier was. Das dicht zu machen. Hätte ich die Holzbretter lieber noch nicht verschwendet, ne? So ein Gang kann ganz schön lang sein. Da hätte ich mal vielleicht die Holzbretter sparen sollen.
Kommt bestimmt jetzt gleich reich. Gleich rein, nicht reich. Gretel hinter der Heck, ich sag das. Deine... ja. Deine tote Fischare. Oh Gott, der habe ja ganz Schädel verbädelt. Das steht aber noch auf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und das, obwohl sie kein Ach mehr hat. Um Himmels Willen. Die halten aber auch viel aus. Steht die nochmal auf? Okay, jetzt garantiert nicht mehr. Also, widerlich gemacht ist das schon. Das ist sehr realistisch und naturalistisch. Aber wie gesagt, wie in der letzten Episode schon angemerkt, um zu zeigen, dass Zombie-Apokalypse nichts Romantisches und Schönes an sich hat. Das ist hässlich und ein Zustand, den keiner erleben will. Okay, was sind wir hier in einem Einsatzraum oder so? Besprechungszimmer. Okay, gut. Kombinieren wir sofort mal wieder. Ja, das sind dann noch hier kalte Drinks. Ja, ein paar Dollar haben wir jetzt leider nicht, um uns nochmal irgendwas reinzuzwitschern, weil ich glaube, wenn ich hier in der Situation wäre, hätte ich eine unglaublich trockene Kehle und könnte mal was zu trinken gebrauchen. So ein bisschen Cola oder Fanta Schlonze wäre nicht verkehrt. Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September Zusatz. Eine der Zuflucht suchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen, dabei einen Beamten getötet und 3 weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenig Überlebende. Hier versinkt alles im Chaos. David Ford. Klingt nicht so gut. Nur so als Laie. Karte der Polizeistation. 1. Floor. Okay, jetzt ist alles aufgedeckt. Finde ich sehr gut. Die Karte wird mir definitiv noch ein paar Mal das Leben retten. Ah, da können wir, wie es aussieht, hochkravler. Aber wir gucken uns erstmal da um. Okay, also alles, was mit gelben Klebebänder irgendwie zu tun hat, scheint wichtig zu sein. Schauen wir doch erstmal. Ah, ne, da kommen wir noch nicht durch. Wir haben noch kein entsprechendes Werkzeug, um das zu öffnen. Aller hopp. Dann schwing doch mal dein Berzel da rüber, Mädel. Wir gucken mal, was wir da machen können. Am besten ohne dich zu schneiden. Wieder so ein The Walking Fat. Da ist wieder irgendeiner. Da steht, glaube ich, nicht mehr auf. Und er hat wieder 5 Munition bei sich. Hoffen wir, dass der uns nicht in den Rücken fällt. Natürlich hockt der Fettsack am Automat. Okay. Kennt ihr Mike und Molly? Das sieht ein bisschen aus wie Officer Mike Biggs. Oh. Das machen wir gleich einen Crit ausgedealt. Okay. Ach, wenn das nur so dekorative Leiche ist. Ich hab's gewusst. Okay, der andere steht nämlich auf dahinter. Okay, dann haben wir auch den Schädel verbädelt. Und der liegt da, der Officer Mike Biggs, als würde er gerade Kind zur Welt bringen wollen. Alter Falter. Okay, da kommen wir noch in den Aktenraum rein. Ansonsten hätten wir noch den Schließfächerraum und die Büros der Westseite, die wir von dem Korridor auskriegen. Hat ja zufällig was dabei, außer Snacks. Sein hübsches Gesicht haben wir jetzt leider auch weggeschossen und weggefräst. Aber ich bin froh, dass ich ein paar Crits ausdehle. Alter, das ist schon etwas verstörend, wie der da liegt. Und noch so leicht zuckt. Okay.
West Office. Okay, da möchte ich noch nicht rein. Das ist ein etwas größerer Raum. Die Dunkelkammer. Die kommen wir, glaube ich, auch noch nicht rein. Wir probieren es erstmal hier im Aktenraum. Der ist nämlich in sich geschlossen. Also, rein mit mir. Na, kommen wir nicht rein, der Aktenraum. Das ist sehr schade. Also, an die Akte komme ich leider noch nicht ran. Dann probieren wir doch mal den Schließfächerraum hier. Safety Disposed Room. Okay. Ah, das sieht doch schön aus hier. Fast als könnte man hier Zeug abholen. Quatsch. So renne ich. Zum Beispiel. Okay. Oh, da ist eine Schrotflinte. Ja, geil. Gib her. Brauche ich eine Karte. Okay, dann können wir aber die Räume, die Dinger hier bestimmt aufmachen. Ich glaube, dass mich daran zu erinnern, dass man die so aufmachen kann. Genau. 109. Ja, da fehlen leider die zwei Dinger. 109 ging auf. Okay. Gucken wir doch gleich mal noch. Weil Munition möchte ich definitiv mitnehmen. So, alles wieder hier damit. Gut, dann haben wir hier 106 ist was drin. 103 und 102. 102 geht nicht. Und 3 auch nicht. Und 6. Da brauche ich wahrscheinlich auch die fehlenden Ziffern. Damit wir hier alles aufkriegen, ne? Damit ich auch an die zwei Dinger dran komme. Okay. Was haben wir hier Schönes? Film. Okay. Was ist das? Moment, ich möchte mal Inventar. Ein nicht entwickelter Film. Okay, könnte noch wichtig sein, vermute ich mal. Sonst könnte man ja nicht aufnehmen. Dann haben wir hier noch 208. Das sieht man noch Granatwerfermunition aus. 203. Und das ist eine Tasche. Ich glaube, das ist so eine Tasche, womit wir unser Inventar vergrößern können. Aber da brauchen wir erst schon die fehlende Type. 208 machen wir dann mal auf. Okay, 2.0er eher schlecht. Schließfachterminal-Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Der sonst würde solch einen Mist bauen. Okay. Gut, das heißt, ich brauche Ersatztypen, damit wir doch noch an die rechtliche Materialie drankommen. Wo man die finden, kann ich allerdings nicht sagen. Das habe ich in den Gameplays bisher noch nicht gesehen. Aber ich weiß, dass wir irgendwoher noch die Card kriegen, damit wir uns hier Pumpy die Pumpgun holen können. Also wieder zurück in der Wageladung Arschlöcher, Duschterflur. Oh, da ist ein Zombie hing am Fenster rum. Da können wir auch noch hier gehen Richtung Treppe und Dunkelkammer. Gehen wir doch mal in die Richtung. Und wir warten mal, dass der Sausack da reingestolpert kommt. Ah, okay. Ah, warte mal. Halte mal den Gaul an. Holt er das? Und dann gehen wir zum Fenster. So, machen wir hier zu. Ich möchte, dass der schlappe Flicker da reingewatschelt kommt. Auf den kann ich verzichten. Okay, da können wir dann noch hochgehen. Und hier können wir noch Kraut und können den Klassiker in Resident Evil machen. Wir kombinieren es zu gemischte Kräuter, grün und grün. Diese Mixtur aus 2 grünen Kräutern stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Okay, da können wir dann in die Dunkelkammer rein. Trophäe erhalten in Kupfer. Überlebensgrundlagen. Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir 3 dieser in den Arkleybergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle.
Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschungen dürften noch faszinierende Ergebnisse hervorbringen. Ich würde mal sagen, dass ich sämtliche rote Kräuter aufbewahre, um sie mit blaue zu kombinieren. Dann haben wir nämlich mehr Lebensenergie. So, schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Ah, Inventarbox, ne? Ja, perfekt, die sind miteinander verlinkt. Dann können wir nämlich erstmal die Heilkräuterei. Der Film lasse ich noch bei mir. Du, in der Dunkelkammer kann ich das bestimmt entwickeln. Achtung. Okay, hier war nix. Gleich mal rein. Und Achtung. Okay, wieder nix. Schießpulver. Standard-Schießpulver. Wenn man 2 Einheiten davon kombiniert, erhält man Pistolenmunition. Okay, bewahren wir auch erstmal auf. Und bei den Schränke bin ich, wie gesagt, etwas vorsichtig. Ich glaube, ich höre da was. Nee, okay. Da ist rotes Kraut. Das sieht aber auch schick aus. Okay. Was ist dann hier? Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Okay. Dann packen wir erstmal die rote Kräuter da wieder rein. Damit wir das mit blaue kombinieren können. Wenn es denn soweit ist. So, dann machen wir doch mal den Film. Erinnerungsfoto. Ah, okay. Das sieht aus wie Karl der Große mit Zepter und mit Buch. Okay. Na gut, der andere Film aus der 2.0er Schränke, der bleibt noch... Da bleibt es auch abzuwarten, was da rauskommt. Okay. Ich bin einfach hier relativ vorsichtig. Okay, so können wir Lichtarm machen. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn ich dann das nächste Mal reinkomme. Das hat anscheinend auch diese Speicherraummelodie und Musik. Dann speichern wir da nochmal hier. 3 Medaillons finden ist hier unser Hauptquest, wie es aussieht. Und ja, 25.01. Ich spiele nach wie vor weiter. Ein paar Episoden muss ich parat haben. So, dann seht ihr auch immer, wann ich wo gezockt habe. Wenn ihr den Speicherbildschirm überhaupt seht. Naja, das ist unser Kumpel hier. Ah, die Schatte. Die Schatte gaukeln im ganz schön was vor. Okay. Na dann. Bleiben uns nur noch die großen Westbüros übrig, ne? Hier. Boah. Naserivler und dann Reide mit, weil das habe ich als ziemlich übel in Erinnerung von den ganzen Gameplays. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch genug Munition gesammelt, um mit denen fertig zu werden. Ja. Officer Friendly mit der Halbglatze steht nämlich auf. Ah, na! Und streckt uns Schäde Berzel entgegen. Steht er nochmal auf. Ich befürchte, der steht nicht mehr auf. Aber sicher ist sicher. Und wenn ich dem den Schädel richtig eingeschossen habe, dann bin ich definitiv sicher, dass der nicht mehr aufsteht. So, da haben wir nochmal Schießpulver. Kombinieren wir gleich mal. Ui, zu 25 Pistolenmunition. Ja, super geil. Gleich mal hier mit kombinieren. Und Schießpulvernutzung. Pistolenmunition, 2-mal Schießpulver. Säuregranaten, Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver in weiß. MP-Munition, 2-mal hochwertiges Schießpulver gelb. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigten Munition erhalten. Klingt logisch. Ja, noch ein bisschen Hirnbrocke hier beim Officer Friendly am Büro. Das war... wie hieß der? Ah, Rita Philos. Ich glaube nicht, dass das Rita Philos war. Aber, naja. Okay, dann haben wir hier Marvin Branagh. Marvin Branagh. Ne, das war er hier, ne? Ah, da muss das der hier sein. Wie hieß der dann? Gregor Scott. Okay. Gregor Scott.
Rita Kimcorn, Philos und Marvin Branagh. Okay, wir versuchen uns mal die Namen zu merken, weil ich glaube, irgendwie für so Vorhängeschlossrätsel war das wichtig. Okay, nichts drin. Pistolenmunition als Herde mit, gib her, gib her. Und dann schauen wir mal. Hier ist noch ein Neil Carlson. Ja. Mhm. Wie geht? Eine Meer aus Hirnschmotter versunken. Okay, wessen Büro war das hier? Können wir nämlich rausfinden, wessen Büro das war. Okay, oh, da haben wir ein Safe. Ist der Teufel, wie wir den öffnen? Ich nehme mal nicht an, dass Zombie-Hausmeister den Safe-Code bei sich hat. Nee. Hat hier zufällig irgendwo eine Safe-Kombination rum? Bei der stehen auch keine Zahlen, womit ich das in Verbindung bringen könnte. Es sei denn, hier liegt ein Dokument offen rum. Einsatzbericht. 28. September, 2:30 Uhr. Außer mir sind noch 3 andere übrig. Keine Waffen, keine Munition. Und so viele Scharmützel haben uns gegenseitig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombie-verseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Ist das auch sein Büro? Ja, Elliot Edward. Und hier... Keine Ahnung, wer das hier war. Da liegt nichts mehr rum. Ah, David Ford. Ah, die Ford-Brüder. Die Gebrüder Ford waren hier beide eingestellt. Aber offensichtlich war die Polizeistation vorher mal ein Museum. Erster Einsatz des Anfängers. Leon Scott Kennedy. Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialien unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt 2 Schlösser. Ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Lieutenant Branagh. In einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Alter. Okay, das muss ich hier anscheinend öffnen, ne? Und hier, ach. Okay, aber dann würde ich dann mal sagen, liebe Leute, das ist etwas, was wir uns übermorgen aufheben können. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.